Willkommen zurück, Freunde, zu Breath of the Wild mit den Knallen im Hintergrund zu Silvester. Ja, obwohl die Knallen schon wie verrückt, aber es ist noch nicht mal 11 Uhr Abend. Also, ja, soll das erst um Mitternacht werden. So, ihr seht, ich muss mal ganz kurz rausgehen und zwar wegen der Kiste, die ich noch erreichen wollte. Das Problem ist, so wie es aussieht, habe ich da momentan gar keine Chance mehr, da ich die anders hätte erreichen sollen. Deswegen nochmal ein Reload vom Ganzen. Denn der eine Metallblock, oder beziehungsweise es ist nur der eine Metallblock, den ich herunterschieße, der muss auch wirklich runterfallen. Und zwar aus der Höhe. Sonst habe ich keine Chance, der Kiste zu kommen. Genau, jetzt haben wir das hier. Alles perfekt, also da rebootet. Das muss so bleiben, das ist alles gut. Dann muss ich halt hier sein. Dann, ich gehe schon mal hier vorne, mit dem, ob ich noch nicht so einen weiten Weg habe. Den runterballern. Wie ich das schon angenommen habe, keine Ahnung. Aber was soll's. Ein Diamant hat sich also durchaus gelohnt. So, den Rest habe ich schon mal vorgeführt, wie es im Prinzip gehen würde. Mann, das knallt und knallt hier draußen. Ich hoffe, ihr hört es nicht allzu laut. So, mal gucken, nehmen wir es mal ganz kurz weg. Man kann ja eigentlich auch weglassen, wa? Den braucht es ganz unterfangen gar nicht. So. Perfekt. Ja, und so kann man es relativ schnell lösen. Natürlich, wenn man es weiß, ist klar. Wenn du noch keine Ahnung hast, beziehungsweise ist natürlich geil, wenn du so zwei Runen miteinander kombinieren kannst. In diesem Fall das Magnetmodul plus natürlich noch bis auserwählte Held, ja. Magnet plus plus, yeah, wieder ein neues Herz, cool. Wenn du halt Magnet plus Zeitverlangsamen, das Zeitmodul in beiden kombinieren kannst. Aber es klappt halt so selten, weil, ja, Magnet, du hast immer nur Zeit, eins zu aktivieren, bevor ein anderer abläuft, also, ja. Yeah. Nicht wirklich das Wahre. So, zweimal wo ist meine Brille abgeblieben? Meine Brille, ich sehe zwar trotzdem, aber, ja, wenn man dann halt schon mal Full HD hat, und natürlich auch Full HD genießen, nicht irgendwie nur SD-Qualität. Das wäre ein Scheiß, wenn man hier, aha, Rivali. Was geht ab? Ernsthaft? Der ist ja wieder da, der Saumacke. Der andere auch wieder, wa? Ja. Das hier. Aua. Ah, du triffst mich nicht. Tschüss. Ah, da oben. Ein neuer kleiner Krog, ein neuer kleiner Freund. Wie geil ist das denn bitte? 11 Krogsamen. Ja, damit können wir schon der ein oder andere... Oh. Ernsthaft? Wo ist er? Oh, das ist eine nette Gemeinschaft. Der hat sogar ein Königsschwert, nicht schlecht. Ich glaube, da gönne ich mir mal den Adlerbogen. Ich glaube, es wird auch Zeit, mich kurz umzuziehen. Also Schwert.
Also, nee. Schild ist okay. Aber nehmen vielleicht auch nochmal die Standardrüstung. Man hört mal auf hier draußen so wieder. Ich kann sagen, wo ist der andere Typ? Der ist da. Ja, habe ich Bock, mich da groß mit drum zu quälen? Ich glaube nicht, wa? Ja, aber den gönne ich mir. Ja, doof ist er nicht. Okay, aua! Raruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Anschlecht, warte, der Augschirm ist jetzt Einsatz. Ja! Hat echt was dabei, der Typ. Nicht schlecht. Also der andere meine ich, war. Mal Soldatenbogen, natürlich scheiße, sind wir uns einig. Ich im Bogen. Kann machen, muss ihn aber nicht. Königsbogen. Was hat der jetzt drauf? Neue König, Angriffs, Haltbarkeit. Wir haben so viele Haltbarkeitsdinge. Kommen wir mal hier mit mir Angriff. Also wenn schon, denn schon. So, jetzt haben wir natürlich relativ viele Elektropfeile. Das schwirrt dann noch rum. So, da. Habe ich denn hier noch ein Königsschwert? Immer ein Baum gefällt. Ja, natürlich immer noch nichts. Wie doof kann man eigentlich sein, ganz ehrlich. Toll. Problem ist natürlich, jetzt habe ich den Typen da platt gemacht, oder? Und dann Ausrüstung, Schild und Schwert ist auch alles im Arsch. Jo, läuft. Läuft, Freunde. So, ich habe irgendwo hier eine Kiste gesehen. No. Und wir finden Feuerpfeile. Sehr schön. So, fehlt also noch eine Insel, und zwar die von Tingle. Höchstpersönlich. Ne, ich bin ja schon hier. Von wegen, ja, fehlt noch eine Insel, die von Tingle. Ne, ist ja schon alles picobello durch. Was ist denn das? War ich da drüben schon mal? Also hier oben meine ich. Ah ja, doch, jetzt ganz langsam der Kampf war. Ja, genau, war hier schon mal. Jo, das waren die 4 berüchtigten Inseln. Meines Erachtens nach nicht wirklich irgendwie etwas, wo man sagen muss, yeah, muss schon mal da gewesen sein. Klar, der Schrein, logisch, aber ansonsten, ja doch natürlich, wegen den ganzen Dingsbumsen. Die Rohmaterialien, Mensch. Edelstein und so weiter. Und dafür hat es gelohnt, durchaus. Hä? Wo ist er hin? Krogi! Da unten. Da weiter unten, ne? Was will denn der mit hier unten? Was ist los mit dem? Ja, ich überlege gerade, wie ging schon wieder das Schlitteln auf einem Schild? Ja, wo aber sonst war. Ne, wie ging er schon wieder? Ne, Quatsch. Ein Schwert. Springen, irgendeine Taste drücken, oder? Springen und Schild ziehen vielleicht? Ne, Quatsch.
Wie ging das schon wieder? Da war irgendwie eine... Moment, vielleicht... Ich habe keinen Schirm, wie das schon wieder ging. Aktionen. Schild schlittern. Schild heben. Springen. Ah! War eigentlich soweit richtig. Ja, er macht es viel zu selten. Leider. Nicht unbedingt der Border, sondern eher der... Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Danke, Urbosa. Nicht unbedingt der Snowboarder, sondern dann doch eher der Skifahrer bin, beziehungsweise war. So. Und noch ein Krog. Wisst ihr was, Leute? Ich überlege sogar nochmal ganz kurz zurück in den Wald der Krogs soll. Ja, ist eh noch die Prüfung. Die wir dann nach diesem ganzen Gedöns und Ballade wegmachen. Wenn ich jetzt schon mal so viele Dinge wieder habe. Kroxan und so weiter. Können wir mal gucken, was Maronus so alles upgraden kann. Denke vor allem die Waffentasche ja weniger, aber die Schildtasche eventuell. Das könnte noch was sein. Und dann nachher weiter zu Mifas-Prüfungen, beziehungsweise natürlich in Ruto und so weiter. Ruta, nicht Ruto. Ruto war die ja so Queen of Time. Ruta, die Tannen und so weiter. Es fehlen immer noch 2 Abzeichen. Nicht vergessen. Und zwar direkt hier um die Ecke. Da ist das Podest und das Maßschwert. Und es ruckelt und ruckelt. Kann ich eine Taschen größer machen? Na, Waffentasche, wie sieht's da aus? Ja. Ja, ich freue mich. Schildtasche. Ja, es geht. Jo, der weiß, es läuft. Dam, 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 dam. Wer schon wieder? Man braucht irgendwie... Ich glaube, stimmt, es sind doch 900 Krogsamen und bis und mit 441 Krogsamen braucht man für Maronus. Weil mehr kann man bei ihm gar nicht eintauschen. Wenn er die 441 hat, ist er zufrieden, fertig. Vergrößert nichts mehr. 10 ist jetzt also das Minimum, so wie es aussieht. Die Bogentasche sieht da aus. Ne, 8, okay. Ja, sorry, Kumpel. Ja, mir tut es auch leid, aber leider zu wenig. Shit happens. So, Königsschild wieder. Ich bin ansonsten ja soweit zufrieden und würde sagen, es geht los wieder mit den ersten Prüfungen. 2 fehlen noch. Gehen wir direkt hier zum Juma-Schrein. Warum eigentlich nicht? War kaum. Zurück zu den Zoras. Und das heißt, dass ich schon mal dort der Zoras bin und glaube noch ein paar Edelsteine verkaufen. Warum? Weil wann brauche ich Geld? Ich brauche Geld, damit ich zur großen Fee wieder möchte. Wegen 10.000 Rubinen. Und ich brauche natürlich die 3.000 für sein Haus. Dann brauche ich viele Rubine. Und vielleicht zwischendurch noch ein bisschen was upgraden und so weiter. Und brauche dafür noch die Edelsteine. Also, nee, kann man keine ruhig lassen. Und im Fall habe ich auch noch genug. Wäre höchstens eine Idee zum... Ne, ausruhen auch nicht. Ich kann direkt weitermachen. Aber natürlich umziehen, weil wir haben ein bisschen was zu tun. So, jetzt sind wir noch mit der Juliana hier. Sehr schön, sehr schön. Gron sogar auch. Okay, das verstehe ich jetzt eher weniger, weil Gron und Zorareich, sprich Wasser. Ob das so eine gute Kombi ist, wage zu bezweifeln. So, ist wieder falsch. Ja, früher war alles besser. So siehst du aus. Wie toll! Ja, so sind wir halt.
wollte sagen, ich bin voll unterwegs zum König. Gibt's was Neues? Oh, Wurf gerettet. Kampf Wasser. Noch Linken, noch der Zunge. Ich will doch nicht. Ist wie wir fürchten, war es schon zu spät. Ich sei ein Geist. Ein Geist? Friss mich nicht. Jetzt sind noch viel. Hat mich früher vielleicht als Recke erfüllt. Ja, ich meine, ist halt ziemlich unwahrscheinlich, dass er nach über 100 Jahren einfach mal so zurückkehrt. Gut, vielleicht als alter Tatrik und so. Das könnte natürlich sein, weil ihr Vater lebt ja auch. Und ja, insofern. Sie zu wach. Was? Unsere. Ah ja, stimmt, der Dora war ja so einer. Link, sie hat dich wirklich geliebt. Ja, niemals vergisst. Sie ist immer bei mir. Wortwörtlich. Also dann, da ist ein Rad. Vielleicht ein bisschen mehr vom IFA. Ich habe einen Bruder betrachtet. War es zu groß, dass er dir hochsehen musste. Gefühle für dich zu entwickeln. So eine Prinzessin, die sich in einen hylianischen Schwerkämpfer verliebt. Eine Legende, die davon behandelt, da hätten wir auch mit Freunden mal einen Segen gegeben. Ja, ich sag nur Ruto, wa? Queen of Time. Tagebuch? Tisch dort drüben. Da haben wir schon. Tisch dort drüben. Ah, hier. Aber so offengelegt. Eine Gesandtschaft des Königs und Hyrule kam heute in unser Dorf. Mit dabei war ein Hylianer von ungefähr 4 Jahren. Der Name war Link. Er war sehr aktiv und er hat wirklich ein süßes Lächeln. Insgesamt wie ein durchschnittliches Kind. Aber trotz seines Alters soll er schon mit dem Schwert umgehen können und sogar Erwachsene besiegt haben. Vielleicht ist er auch nur ein kleiner Draufgänger, denn er hat überall Schrammen. Also habe ich ihn geheilt. Er hat so etwas wohl noch nie gesehen, denn seine Augen wurden ganz groß, als er meine Kräfte einsetzte. Wie goldig. An Dorf Azuras wurde ein Titan ausgegraben, Varuta. Als ich ihn das erste Mal sah, fand ich ihn direkt niedlich, so groß und rundlich wie er ist, und eine lange Nase dazu. Die Leute vom Stamm der Sheikah, die für die Ausgrabung hier waren, sagten, dass Titanen einen Piloten brauchen. Jemand hat dieses Ungetüm gesteuert? Ich frage mich, wer es wohl als nächstes steuern wird. Link war wieder hier. Das letzte Mal ist schon eine Weile her und er sieht jetzt ganz anders aus als damals als Kind. Er war zum Ritter ernannt und führt das heilige Bandschwert. Er spricht und lächelt viel weniger als früher. Ich habe ihn mehrmals gefragt, ob alles in Ordnung ist, aber er schüttelt immer nur den Kopf. Vielleicht ist es, weil er nun größer ist als ich. Ich habe das Gefühl, er blickt ständig über mich weg in die Ferne. Die Prinzessin von Hyrule war bei uns im Dorf und wollte wissen, ob ich einen der Titanen steuern würde. Sie sagte, dass er gegen die Verheerung meine Hilfe braucht. Ich wusste sofort, was er zu tun hatte. Falls die Verheerung Ganons zurückkehrt, sind das Dorf und seine Bewohner in Gefahr. Ich weiß nicht, wohin das alles führt, aber wenn ich etwas tun kann, will ich es tun. Ich muss alle beschützen. Außerdem sollen die Titanen demjenigen helfen, der bestimmt ist, sich Ganon zu stellen. Link. Link war nach längerer Zeit wieder bei uns. Ich erzählte ihm von dem Leunen am Donnerhorn, der uns Sorgen bereitet. Er machte sich einfach Richtung Berg auf, ohne ein Wort zu sagen, folgte ich ihm. Link bestand so darauf, dass er es alleine schaffen würde, aber ich ging trotzdem mit. Und dann geschah es. Der Leune griff uns hinterrücks an und ich dachte schon, es sei um uns geschehen. Doch Link zog das heilige Bandschwert und besiegte den Leunen. Er beherrschte das Schwert wirklich meisterlich. Ich war wie gebannt von seinen Bewegungen. Wie er denen zur Seite steht, ist seiner Hilfe bedürfen. Seine eleganten Bewegungen, ich. Sein letzter besonders schöner Angriff war die Wirbelattacke. Ob ich diese Attacke mit meiner Lanze auch schaffe? Vater hat mir endlich erlaubt, den Titan zu steuern. Wir können die Verheerung nun nicht einfach ignorieren. Wir Zuras müssen tun, was sie können, sagte er, und er bat mich mit Tränen in den Augen nur ja halt zurückzukommen. Ich hatte selbst fast gewandt und konnte nur nicken. Segon starrte nur an die Decke und Musu verließ den Thronsaal. Es tut mir leid für die beiden, aber ich möchte Link helfen. Inzwischen habe ich auch alles für die Rüstung. Heute wurde die Erinnerungszeremonie im Schloss Hyrule abgehalten. Ernennungszeremonie. Aber ich weiß gar nicht mehr viel von der Zeremonie selbst. Und danach ist etwas Wundervolles geschehen. Ich habe so etwas noch nie erlebt und ich werde diesen Moment für immer im Herzen behalten. Ich bin sehr dankbar, dass die Prinzessin meiner Bitte nachgekommen ist und Daruk getan hat, was er getan hat. Aber ich habe auch etwas gehört, was dieser süßen Erinnerung einen bitteren Beigeschmack verleiht. Link wird anscheinend als Leibwächter der Prinzessin auserwählt. Sie werden viel Zeit miteinander verbringen. Heute ist die Rüstung endlich fertig geworden und sie sollte Link perfekt passen. Er soll bald wieder ins Dorf kommen. Ich frage mich, ob ich ihm die Rüstung wieder geben soll.
Vor langer Zeit gab es wohl eine Zora-Prinzessin, die sich in einen hylianischen Schwerkämpfer verliebt hat. Dieses Mal kommt Link und die Prinzessin, also hat er hoffentlich etwas Zeit. Ich weiß, ich werde mit Link auf Route den Sonnenuntergang anschauen. Möge die Zora-Prinzessin mir Mut geben. Oh, so. Einerseits so schön, aber natürlich auch so bitter, wenn wir wissen, was mit Route alles passiert ist. Mit Mipha, Entschuldigung, das kommen wir selber schon durcheinander. Bin natürlich auch gespannt, was dann noch in der, ja, bei der Ballade von Mipha im Prinzip eine Erinnerung in der Frage geschaltet wird. Könnte durchaus für ein bisschen was mit Sidon sein, vielleicht auch was mit Link. Gerettet, was von einem Hylianer. Also, gewesen. Aha. Du bist ja der Spitze, Link. Absoluter Lieblingshylianer. Du kennst vermutlich nur uns, mehr kennst du doch gar nicht. Der will gut, vielleicht Zelda noch. Aha. Die Prüfung. Ja. Mal zu steuern. Wenn Teil der Prüfung stattfindet. Oh, interessant, da gibt es noch Hinweise. Toll, hätte einfach Gerudo-Königin fragen können. Ne, fürs Erste ist genug, weil von Mipha erzählen wird ein anderes Mal, da kommen wir eh wieder zurück. Bin mir ziemlich sicher. So, ach ja, Freunde, sind ja so Geschichten, die einen ja doch berühren. Muss ich so sagen. Was ich interessant finde, ist, dass, so wie es Mipha erzählt hat, oder aufgeschrieben hat, hat sich Link ja bereits um den Leuten am Donnerhorn gekümmert. Aber wieso mussten wir es nochmal tun und Jahre später? Aber kam der gleiche, war das ist echt unterschiedlicher. So, wo hat es den Wasserfall, wenn man fragen darf? Ach, da drüben, ja, scheiße. Dann haben wir die Brücke gehen können. Super. Was hat die Zeit? Ja, ich denke, wir können uns ganz kurz noch anschauen, was da drüben überhaupt abgeht. So, vor allem, was von uns eigentlich erwartet wird, wa? Irgendwo drüben die Leiter, genau. So, noch ein paar Barschen. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke, Mipha. Immer wieder lieb von dir. Die 7 Brücken musst du gehen, lalala. Eigentlich ist ja die hier, wa? Eigentlich ist die hier. Wisst ihr was, Leute, wenn ich jetzt schon mal hier wieder hier bin. Komm, ich frage sie doch mal ganz kurz, also noch zum Mipha, dann dauert es ein bisschen länger, aber komm, also. Wenn ihr schon hier ein paar Geschichten über Mipha erfahre, dann bitte auch alles. Ich muss an neulich an etwas denken. Vor 100 Jahren gab es einen Schwerkämpfer, der dann und wann Zeit mit meiner Schwester Mipha verbracht hat. Toll, sagen wir. Schwester wegnimmt. Das warst du, oder? Mhm. Das hätte meine Schwester sein können, mein Schwager. Was rede ich denn da? Link, bitte vergiss alles, was ich gerade gesagt habe. Ich denke, vor allem Fortpflanzung wäre ein bisschen interessant. Gut, ich meine, Zoa sind Fische, wissen Sie aus Majora's Mask, die legen Eier. Also, ich weiß nicht, ob das so eine allzu gute Idee wäre. So ein Mischlingskind, meine ich halt. Also mal gucken, ob ich das jetzt noch irgendwie schaffe, ohne größere Probleme. Was ich auch interessant finde, ist jetzt so, dass sie echt alle unterschiedliche Hautfarben haben oder Rüstungen. Das ist ein bisschen in Zelda-Spiel immer ein bisschen anders. Die hatten eigentlich immer die gleichen, jetzt hier unterschiedliche. Finde ich cool.
Ja, da ist irgendwie sieht nicht sehr besonders aus. Was steht da? Ein Pfad des Lichts zu wandeln, durch die Wasserfälle Lichtringe zu jagen. Oh, wird wohl das sein, wa? Muss ich immer schön geradeaus. Aber eigentlich haben wir genug Zeit, dann kann man so. Ja, kannst du vielleicht gleich ändern. Geschafft. Ist auch perfekt, Freunde, für die nächste Folge. Die nächste Prüfung für den Titanen Ruta ablegen können. Das heißt dementsprechend, dass im Angesicht uralter Feinde beherzt zu handeln, wäre dann wohl wirklich das hier drüben. Alter Feinde. Kann man ungefähr vorstellen, was dort abgeht, weil wir waren ja schon mal da. Das waren zwar, ja, ein paar Bocklings und Moblins und so, aber ansonsten eigentlich nichts Besonderes. Dann kann es jetzt sein. Gut, Freunde, ich sage mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und vor allem zu hören, zu lesen, was auch immer. Und ich sage, bis nächstes Mal hier zurück bei Breath of the Wild, vielleicht sogar, je nachdem wie lange hier die Mission dauert, plus natürlich direkt eine nächste Prüfung, wenn wir schon mal hier sind, kann ich natürlich die auch noch machen. Vielleicht sogar schon der nächste Endbosskampf. Was getan? Okay. Ja, doch, da war aber auch ein bisschen scheiße. Egal, wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.